Manchmal hat sich die Lilifee für ihre Freunde ganz tolle Überraschungen ausgedacht. So, und heute mache ich Oskar, dem Käfer, eine Freude. Die Prinzessin Lilifee hat ihren Maulkasten gepackt und den Oskar gesucht. Da hat sie gerade gesehen, wie er aus einer grossen Blüte rausgeklettert ist. Hallo Oskar, ich habe eine Überraschung für dich. Komm mal zu mir. Eine Überraschung? Für mich? Ich komme. Wo sie dem Oskar dicke, farbige Pünktchen auf den Rücken gepinselt hat, hat der kleine Maikäfer angefangen zu giggeln, weil er so kützlig ist. Nein, Lilifee. Hab ruhig, Oskar, sonst verlaufen wir noch Gefahr. Das kützelt nicht so. Plötzlich hat die Lilifee unter sich eine Stimme gehört. Die Maus Clara hat hinter einem Blümchen geschaut. Hallo, da bin ich. Ah, du bist es, Clara. Was ist? Lilifee, ist das wahr, dass du am Feenball gehst? Oh nein, der Feenball. Den habe ich in den letzten Tagen wirklich völlig vergessen. Was soll ich denn anlegen? Die Lilifee hat ihren Kopf geschüttelt und sich aufgeregt. Clara, du und deine Schwester Cindy könntet ihr mir nicht helfen. Ich weiss überhaupt nicht, ob ich für den Feenball etwas zum Anlegen habe. Aber sicher helfen wir dir. Du kannst auf uns zählen. Völlig aus dem Häuschen ist die Lilifee in ihr Schloss zurückgerannt. Sie hat jetzt unbedingt etwas unternehmen. Ich habe doch so viele Schachteln mit Kleidern und farbigen Stoffen in meiner grossen Kleiderkammer. Da finde ich doch sicher ein Kleid für den Feenball. Die Lilifee hat angefangen zu suchen und hat in allen Schachteln und Kisten herumgewühlt. Zwischen Ballonen, Spielzeug, Fotos und Büchern. Sogar dort, wo ihr kleiner Hamster schläft. Leider sind die beiden Schlossmäuse, Cindy und Clara, keine grosse Hilfe gewesen. Die zwei haben nur blödelt. Fang mich doch. Da bin ich. Fang mich. Jetzt habt ihr mit eurem Gefängnis alles durcheinander gebracht. Am besten ist es, wenn ich mich selber um mein Ballkleid kümmere. Nein, es tut uns leid. Jetzt sind wir ganz brav. Was können wir dir helfen? Jetzt weiss ich gar nicht. Soll ich jetzt den Blumenrock, den Töpfchenrock anlegen oder einen Hut tragen? Oder lieber Glitzersteine in die Haare stecken?